Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Du hörst kurz und bündig ASMR, der Podcast mit den schönsten Kurden aus der Schweiz. Du weißt Bescheid. Und sie sie haben den Podcast aus der Year gewonnen. Ja. Aber das ist auch nicht mehr das Wichtigste, was gerade läuft. Ja, genau. Sondern etwas ganz Wichtigeres. Ist das ein Wort überhaupt? Wichtig, es ist wichtiger, ja. Ja. Was ist wichtiger als? Wir haben eine Pro7-Show. Pro7-Show Video. Okay. Ich dachte, wir könnten das aufgleisen mit etwas Geilem. Ah, sorry. So, okay. Was ist geiler als Audio-Medium? Okay. Aber ich drücke jetzt den Knopf. Weißt du, welchen? Dann macht es den Ton. Ja. Ich drücke ihn jetzt. Okay. Nee. Bravo. Ich kann mir einen Schockmoment reinbringen, dass die beim Hören so jetzt, beim Hören, dass sie von ASMR zu Party People, stand the fuck up. Nein, Spaß. Geil, Mann. Nein, bei uns ist so gute Stimmung wie ein 70-Jähriger, der im Sexurlaub in Thailand ist. Wieso, Serhat? Weil er sich vorher von seiner 40-jährigen Ehe getrennt hat. Mit 3 Kindern. Mit 3 Kindern? Genau. Aber er hat das gemacht, weil er hat mitbekommen, dass auf Join und auf Pro7 etwas läuft. Etwas Brutales. Etwas ganz Krankes läuft. Und zwar Kochshow vom Noah Bachhofer, schauen Sie jetzt an. Sie ist wirklich geil, schauen Sie an. Aber schauen Sie wirklich an. Schauen Sie an. Aber nein, viel wichtiger natürlich für die Schweiz. Für die Menschheit. Für die Menschheit. Das könnte viele Sachen auf dieser Welt beenden. Klären. Krieg. Hunger. Stress von Manuelsen und der andere Typ, wie heißt er? Mit dem hat er keinen Stress. Das Böse stimmt. Mann. Böse Mann von mir aus, ja. Auf jeden Fall. Wir haben eine Show auf Pro7 und auf Join und sie kommt online am 20. Juni. Yes. Und das ist ein Donnerstag. Ein Donnerstag. Zeitlich Also auf Join ist sie einfach am 20. auf der App online. Ja. Online ist online. Aber sie kommt nicht nur auf Join. Sie kommt auch im Fernsehen, Sie kommt im Televisor. Televisoret? Radio Televisores Switzern. Nicht? Radio Televisor Almania. Nein, sie kommt auf Pro7 und im Live-TV. Yes. Und wann wird sie auf TV ausgestrahlt? Jonas? Serhat, das ist eine sehr gute Frage. Ich meinte fast am 27. Juni auf Pro7. Einen Moment. Du schaust jetzt nach, was das für ein Tag ist? Ich schaue nach, ob das in meinen sehr engen Kalender reinpasst. Schau mal. Hey, mal, ich kann mir genau die 10,5 Minuten Zeit nehmen. Ah, krass. Das geht. Einmal pro Woche? Einmal pro Woche, das geht. Hättest du schnell Zeit am 27. plus 7 Tage? Am 34. Nein. Ja. Nein, Mann. Genau, wir kommen auch auf Pro7, aber viel wichtiger ist, wie gesagt, am 20. Juni wird Join gelauncht. Serhat, was ist denn Join? Nein. Nein, sag ich. Join, Leute, das ist ganz einfach. Ja, wir dürfen euch erklären, was Join ist, die Plattform, wo unsere Show spielt. Genau. Und ich das würde gerne simpel mit einem Satz erklären. Ja, mach mal. Join ist wie Fernsehen. Oder Join ist Fernsehen, einfach gratis. Einfach gratis, Bro. Also du hast eine App, jetzt ganz auf seriös, du hast eine App, du hast die gängigsten, bekanntesten Live-TV-Sender und das Allerwichtigste für mich, du hast gratis EM. Was heißt das, gratis EM? Gratis Europameisterschaft von dem Sommer. Gratis Fußball. Für mich, wo x Abos hat, zum
einen Verein verfolgen. Also du musst nicht mehr so also du musst kein Abo machen wie bei keine Ahnung, anderen. Du musst kein Abo. Du kannst einfach schauen. Du kannst einfach schauen. Full free. Ich habe schon Abo gehabt auf jedes Gerät, das ich habe. Aber ist nicht, also ist mir normalerweise ist es doch mühsam mit deinen Lizenzen und so. Wie meinst du? Wenn du auf mehrere Geräte angemeldet Nein, wenn du Fußball übertragen. Also Das sie ist- haben jede EM-Match. Ja, das ist ein riesen Pain. Das ist ein riesen Pain. Ja. Also, deswegen sage ich auch, wenn ich gehört habe, gratis Fußball, sign me up. Sign me me up. the fuck up. Gratis EM, sign me up. Ja. Ich könnte jeden. Du machst es nicht, weil du selber eine Show hast auf Join, sondern Genau. wegen EM. Geil. Eben, und was auch noch krass ist, also ich habe mir die App abgeladen und es ist wirklich schön. Ey, wirklich. User-friendly Ja. as fuck. Ich will ja nicht einen Namen von einer Konkurrenz nennen, aber Ja. es gibt Apps, Streaming-Apps, die aufgebaut sind. Wie, Brüder, es ist ein Puzzle, dass du eine Serie findest, die dir gefällt. Ja, wirklich. So benutzerunfreundlich. Benutzerunfreundlich ist ein geiles Wort. Aber das ist ja Join nicht. Genau. Auf der Join-App hast du gemäß ihrem Marketing-Portfolio, Portfolio? in dem Fall, 30.000 Stunden Unterhaltung. Krass. Und Was ist dort dabei in Unterhaltung? ey, du kannst da vielleicht besser wie ich. Du Fair. kennst ein bisschen Unterhaltung. Ein bisschen. Ja, das stimmt. Also einer, den wir beide kennen. Ist Kurt Timur. Unsere Show. Warte, 52 Minuten von den 30.000 Stunden sind von uns. Oh. Ja, Mann. Nein, es ist Germany's Next Topmodel drauf. Mhm. Ich habe gewusst, du hast. Mhm. Ich habe gewusst, du hab's weißt das. nie- ich muss ganz ehrlich, ich habe es noch nie geschaut. Wieso lügst du so krass? Ich schwöre, ich Wieso lügst du so krass? Soll ich deine Freundin jetzt fragen? frage sie. Ich frage sie nach. Hast du meine Freundin auf Germany's Next Topmodel? Nein, aber ich glaube, einmal hast du etwas gesagt, wegen die. Ja, nein. Gut, dann, was ist noch drauf? Joko und Klaas. Ganz viel von Joko und Klaas. Was? Ganz viel für Klasse. Dann, wie heißt der Bre? Du weißt ganz genau, wer ich meine. Bruder, Slavik. Slavik, auf Staatsnacken ist drauf. Comedy Award Winner, Alter. Von Krass. Instagram zu Comedy Awards. Krass. Von Handyvideos zu Comedy Awards in Deutschland. Es hat Zweimal. wirklich unglaublich geil. Auch The Voice ist drauf. Und etwas, was ich auch brutal krass finde, ist 50 Live-Sender. Ja. Also, du kannst wirklich auch Live-Fernsehen Bro, es ist Fernsehen gratis. Es ist das Fernsehen, wie du es kennt hast, bevor das Ganze angefangen hat mit, du musst 7 Abos abschließen, zum Fernsehen können schauen, wie, bevor Abos aufs Feld gekommen sind. Und zwar nicht nur die Sender, die zu dem Join-Kosmos gehören, wie Kabel 1, Sat 1 Ja. und Pro7, sondern auch Die gängigsten, die man die in der Schweiz gängigsten, kennt. die man in der Schweiz kennt, sind drauf. Du kannst live schauen. Und das heisst eigentlich so viel wie, du brauchst keine TV-Box Yes. mehr. Du kannst auch das App auf deinem Smart TV abladen und let's go. Smart TV, Tablet, iPhone, was auch immer. Und dort kannst du auch das allerletzte Mal jetzt unsere Show schauen, Kultimor, ab dem 20. Juni. Genau. Sag noch irgendetwas. Lass dir die App ab, sonst betreibe ich dich. Ja, Mann. So. Join. Join. Kurz im Ohr. Aber bevor wir jetzt, was ist der Vertrag? Wir mit 8-mal Join sagen, wie viel haben wir schon gesagt? Einmal. Noch einmal müssen wir sagen. Ich sage J.O. und du sagst den Rest. Okay. Jo. Geil. Ist gut, lass uns jetzt in Ruhe. Wir reden nicht mehr über das. Nein, Spaß. Ich bin max gehypt, weil es ist hure, also wie soll ich sagen, für mich, also jetzt reden wir ja über unsere Sendung. Genau, für all die, die jetzt fragen, was passiert jetzt für einen Sprung. Wir reden jetzt über unsere Sendung und wie es für uns war. Und für mich persönlich ist das wichtig. Ja. Ist das wichtig? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es ist so am Stück gegangen, also weißt du, so, alles ist am Stück passiert. Ich verstehe nicht, was du mir sagen. Alles rundherum in unserem Leben, Dreh, privat, arbeiten, alles ist so am Stück gliedert gewesen, dass wir gar keine Möglichkeit haben oder hatten, zum anrufen und sagen, ey, weißt du noch? Oder Mama, we made it. Oder ey, das ist schwierig gewesen, ey, das hat richtig Stress oder so. Genau, was wir jetzt machen, ist, wir reden über den Dreh. Bevor wir aber über den Dreh reden, würde ich gerne mit dir über etwas schwätzen. Erzähl. Bro, was ist das für ein Gefühl, wenn du so eine App aufmachst, so einen Streaming-Dienst, und du siehst einfach unsere 2 Gesichter dort. Und du siehst einfach so, keine Ahnung, wie man es sonst bei den Streaming-Apps kennt, du gehst drauf, Info, speichern, Trailer, Bro.
Bro. Das ist, Also ich glaube, jeder andere Kurd in unserer Hut Ja. hat gesagt, ich hätte lieber das als eigenes Land. Meinst du Hut oder Hut? Also die Haut oder die Hut? Die Haut. Ah, okay, gut, nur dass ich es check. Aha, ja, die Haut. Jeder Kurd will sagen, hey, weißt du was, sign me ab. Mhm. Wenn ich das kann, auf einer App sehe, Mhm. was ist Kurdistan? Sign me ab. Und jeder andere in unserer Hut denkt sich jetzt wahrscheinlich, Scheiße, Mann. Ich kann auch. Einfach unsere Jungs sind dort. Oder das, ja. Das meine ich, Scheiße, Mann. Nicht, ich kann das nicht machen, das kann nicht jeder. Das kann Aber- nicht. Nein, Spaß. Aber einfach unsere Jungs sind dort. Und ich sage dir ganz ehrlich, Bruder, ich bin stolz. Ja, man, ich bin Das auch macht mich stolz. glücklich, Bro. Ja, Mann. Das ist ein Meilenstein in unserem Leben. Checkst du das? Ja, eben, ich Du bist check, 30, das, Bro. ich check das erst. Sorry. Sorry, 18, Sorry. Mann. Du wilde kleine neue Blume. Nein, Alter. Bruder, ich Der andere, ich bin 18, Bruder, ich kann du 14. wilde kleine junge Blume. Ja, Bro. Krass. Das ist richtig ein 30-jähriger Satz, Ja, Bro. wirklich. Wow, aber, wow. wirklich. Aber Unglaublich. ich meine, verstehst du, was ich sagen will? Ganz klar, deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Erst gestern oder vorgestern habe ich das gecheckt. Also ich so, Alter, checkst du, was wir gemacht haben? Es ist crazy, Bro. Es ist wirklich crazy, weil Es hat in einer Garage, nicht mal in einer Garage, es hat in einem Büro angefangen, wo hinter uns Ordner sind mit Rechnungen. ja, Mann. Und jetzt sind die Rechnungen online, aber sie sind immer noch da. Nein, Bro, okay, von mir aus, es hat dort angefangen, aber weißt du, was eigentlich auch angefangen hat, Bro? Es hat angefangen Ja, mit... im Discord. Nein, mit einem kleinen Bub, Bro. Mit 2 kleinen Buben, wo vielleicht... Also ich sag dir, wie ich bin, Bro. Was ist? Hol jetzt aus, Mann. Ich hol aus, Bruder. Sag, hol aus. Ich bin auf dem Bauch gelegen, Ja. Füße in der Luft. Du so, oh mein Gott, in 30 Jahren join. Füße in der Luft. Ich habe mein Kinn in so meine Ärmel am Fernsehen Die geschaut. ganze Siebschaft so im Buch so am Zuhören. Ah, oder bist du die Gebärmutter jetzt? Oder? Nein, Ja, ich du bin bist- auf dem Teppich. Okay, okay. Ich schaue so Fernsehen. Mhm. Checkst du, wie ich meine? Ja. Füße in der Luft. Ja, ja, check. Bauch. Ja, ja. Und dann sehe ich so Leute im Fernsehen, ich denke mir so, irgendwann, nein. Aber ich habe dort einfach gedacht, Du so, ich wollte ein Star sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich wollte meine Show haben irgendwann. Also eine Show. Ich bin gemacht für Fernsehen, habe ich mir gedacht. Mhm. Und was meinst du jetzt so nach dem Dreh? Bist du gemacht für Fernsehen? Ich glaube nicht, aber nein. Bro, es ist einfach ein fucking geiles Feeling. Und ich sage dir, ich bin stolz drauf. Ja, Mann, ich bin auch Max stolz drauf. Also, ich habe das nie gedacht. Mhm. Wenn ich denke, dass ich etwas Geiles wird, dann ist das Fußballer. Mhm. Was dann passiert ist, scheiß Trainer. Wegen Knie, Bro. Und Trainer. Und Trainer, der Urs. Die Hurensohn. Aber, wo das angefangen hat, Bro, sogar mit der Dress, ich habe es nicht realisiert. Ich habe mein Zeug gemacht, ich habe es machen. Ich habe gesagt, jetzt sind wir da, jetzt muss geliefert werden. Jetzt musst du einfach Mut zeigen und reingehen, weißt du? Und dann gehen wir heim, immer noch checken, so Leute haben sagen, ah, du machst Show und so, Fernsehen. So beiläufig erwähnt, weißt du? Und das ist so wie, keine Ahnung, man sieht sich morgen. So bis wie das ist das Wort, weißt du? Check. So, ey, du bist morgen am Dreh, so voll entspannt und ich konnte es nicht können fassen und jetzt so, jetzt ist das so am Abflagen, jetzt ist sowieso, jetzt sind wir wirklich so, ich glaube, jetzt können wir anfangen zu geniessen, weil bald kommt es live und je näher wir an das kommen, umso mehr ist so für mich, egal was in meinem Leben jemals passieren wird, egal was, wenn ich 80 bin und mein Enkel Ja. das Gefühl hat, Ja. er weiß von dieser Welt irgendetwas besser als ich, Dann zeigst du ihm die Folge auf Join. oder er hat das Gefühl, er kann mir sagen, das ist lustig, das nicht, wer bist du schon? Erstens, ich zeige ihm das. Nein, erstens. Okay, Miguel. Erstens, es wird eine Lektion geben, dass das nicht mehr passiert. Die, Kann man auch einfach so stehen lassen? ja, die Frechheit wird nicht mehr duldet. Ja. Und nachher wird therapiert. Ja. Hoch an und schau, was ich vor 40 Jahren gemacht habe. Check. Und es geht nicht darum, 50 Jahre. ja, es geht nicht darum, Du bist noch nicht 40 Jahre. ja, es geht nicht darum, dass es dann, keine Ahnung, ein Kinofilm ist oder so, es geht darum, dass ich kann sagen, schau, Du bist näher an 40 als an 20. kleiner Spruch. Hast du das gesagt? Ja, Ah, letztes Mal, okay, ja. sorry. Aber schon gut, du machst es wegen Remind, ich weiß. Und das kann mir niemand nehmen.
eine TV-Show bei Join und bei Pro7. Und auch wenn sie morgen alle und sagen, ihr seid der grösste, unbrauchbare Haufen, Wir haben einen Fehler gemacht. wir machen nie mehr etwas mit euch. Bruder, ich habe das gemacht, das ist online. Vertrag ist unterschrieben. Ich bin happy, ich kann auf das zurückgehen und Voll. mit meinem Bruder zurückschauen und sagen, ich bin stolz, haben wir vom Podcast das erreicht. Ja, Mann. Und das ist schon mal ein fetter Meilenstein. Und in unserem Kosmos, in unseren Wünschen ist es noch nicht das Ende. Aber es ist auf einem sehr guten Weg. Ja, wir Mann. sagen, wir sind happy. Aber reden wir doch mal drüber, wie das alles angefangen hat. Zwar wie viel... Bist du nervös? Sorry. Okay. Wie vieles in meinem Leben hat auch der Pro7-Deal, der Join-Deal, die Show angefangen mit... Sag's? Een slide, een DM. Einer DM. Een UAP-DM. Das nicht. Nein, das nicht. Das nicht. Aber ich denke, ich tue es ein bisschen so. Ja. Was passiert ist, eines Tages habe ich von einer Person, die ich kenne, die uns bekannt ist, wo, das habe ich dort noch nicht gewusst. Also du hast auch gewusst, ich kenne die Person noch weniger, aber Ja. niemand hat erwartet, dass die Person dort schafft. Die Pro7 schafft, aber ich habe irgendwann eine DM bekommen, hey, ich mag euch das Zeugs voll, ich mache es super geil. Hast du Lust, eine Show bei Pro7 machen? Und wer so eine DM bekommt, Dann auf Insta, weißt du? dann auf Insta, dann denkst du dir erstens, also erstmal, ich muss überlegen, wollte ich eine Show bei Pro7? Weiß nicht. Ja, sicher wollte ich eine Show bei Pro7. Und zweitens, ich habe gedacht, ja, also Als würde jemand Nein sagen, weißt du? Also über Nein sagen, und was ist das für eine Frage? Also weißt du, ich meine, und dann noch eben über Insta und ich geschrieben, haha, ja, voll gern. Und eine Woche später haben wir ein Mail bekommen mit, hey, Wann treffen? hey, wenn Kaffee. wir uns treffen. Weißt du, wir sind beim Coiffeur, wo ich dir das erzählt habe, hey, ich habe gerade eine DM bekommen, weg Pro7. Ja. Und du so, ja, voll. Ich sage, ja, voll. Ja, nein, klappt Klar, sicher. klar. Hey, und nachher sind wir an die Sitzung gegangen. Und dann, Wie wir an die Sitzung gegangen sind. wie Löwen. Wir haben, ich bin richtig stolz, wie wir so gegangen sind. Ja, Mann. Abgesehen von der Insta-DM, Mhm. sind wir max professionell und vorbereitet. Wir haben das wirklich Mühe gegeben. Und an dieser Stelle müssen wir auch sagen, das Ganze wäre nicht zustande gekommen und nicht so gut rausgekommen, ohne die wundervolle Hilfe von unserer ganzen Crew, die uns die ganze Zeit begleitet hat. Ja, Mann. Ob das Josh, also Josh sage ich, Yilmaz, Özgür, Deminem, nein, Damian. Der Damian war eine ganz grosse Hilfe, gewesen, weil er hat mit dem er hat es geschafft, unsere Ideen und unsere Visionen Auf anständigem Papier zu bringen. auf Anstellungspapier bringen, konzipieren, und dann sind wir mit dieser fucking Präsentation reingegangen, reingesteppt, Keiner hat erwartet, dass wir jetzt so vorbereitet, so professionell kommen. Wir die Leinwand aber müssen hören, zu. Leinwand runter, nachher der rote Laserpointer, Pam. so Step 1, Step 2, Step 3. 4, Step 5, Step 6, Step 7. Es war auf Millionär. jeden Fall sehr, sehr professionelle Ding gewesen, und da muss man auch mal sagen, Bro, we did it, man. Ja, Mann. Aber ich muss auch sagen, im Fall, Ja. zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, weißt du, es wäre unchilligste gewesen, Was? wenn wir dort hingegangen wären, Ja. und es wäre wirklich so, das Schlimmste, was hätte können passieren, wären die Leute mit Anzug gewesen dort. Bro. So Höhle des Löwen-Style. Ey, das wäre das Schlimmste gewesen. Bro, ich hätte ihnen gesagt, Leute mit Anzug so, ja, also wir finden jetzt den Meilenstein, müssten wir Ja. 3/4, Kollege. Bruder, hör auf. Dort wäre es, ich glaube vielleicht. Ja. Nein, da muss man wirklich auch sagen, ich glaube, das Pro7 oder 7-1 oder Join-Team, mit dem wir zusammen geschafft haben, also jetzt nach meinen paar Jahren in der Medienbranche, kann ich dir einfach auch sagen, das ist etwas vom Angenehmsten, was ich jemals erlebt habe. Ey, das ist krass. Es hat sich wirklich so angefühlt, wie als würden nicht wir etwas wollen machen und beweisen, sondern sie haben genau so uns geglaubt wie wir, Ja, und Mann. wir haben zusammen etwas gemacht. Ja, Mann, und Wirklich. wir haben ihnen gesagt, das wollen wir machen, und sie haben gesagt, ja, da, Wir so, Machet. sie so, macht was ihr wollt, macht wie ihr es wollt, aber bleibt einfach ihr selber. ja, Mann, und das ist das absolut Geilste, was hier passieren können. Darum sind wir auch so happy, die Show zu machen, darum sind wir auch so happy, um so prominent über das Produkt und über den Dienst zu reden, weil wir wirklich uns daheim fühlen in diesem Kosmos. Maximal. Und es ist so angenehm gewesen, es ist so professionell gewesen, es ist so, du fühlst dich zu keiner Sekunde auf irgendeine Art und Weise so
als würdest du verarscht werden, als wäre das so corporate. Ja, als wäre es so wirklich so eine strikte Kundenbeziehung quasi, so, weißt du? Ja. Es ist so, wie soll ich sagen, also das ist wirklich, wir haben den Luxus gehabt und einfach wirklich können machen, was wir wollen. Einzige Anforderung an die ganze Arbeit war, schaut einfach, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ja, Mann. Weil ihr habt Erfolg und die sind lustig und wir wollen das Das genau ist so. krass. Ey, eben, du gehst dorthin, du hast dich vorbereitet, weißt, du hast keine Ahnung, was erwartet mich jetzt, was können wir jetzt denken, was könnte auf uns zukommen, was wollen sie machen mit uns. Und sie sind von der ersten Sekunde an wirklich so aufgenommen, willkommen gefühlt, verstanden gefühlt, macht was ihr wollt, do you. Und ich sage, das Produkt wäre nicht so geil rausgekommen, wie jetzt, wäre die Dynamik anders gewesen. 100%. Ja, es gibt auf der ganzen Welt 100 verschiedene Produktionsfirmen oder beziehungsweise Auftraggeberinnen und TV-Sender, die dir ganz fett reinreden und sagen, nein, so und so und so nicht. Aber dass wir so ein Vertrauen dürfen geniessen, vor allem, wie gesagt, in der Schweiz hat es ganz viele andere Sender gegeben, wo... Ja, das ist halt wirklich, also Pro 7, Königsklasse, Bro. Bro, Champions League. Königs-fucking-Klasse. Und wenn die dir sagen, mach wie du willst, Ja. dann können die anderen einfach Munso, Scharafses. Ja, Mann. Dann, genau, so ist es zu Schwank gekommen, dann das erste Meeting bis der Restart. Was sind das gewesen? Etwa 8 Monate? Also, machst du überlegen. 6 Monate, etwa ein halbes Jahr lang. 4 bis 6 Monate, ja, sind wir wirklich angeguckt, Feinschliff, besprochen, Änderung, Konzept, Ideen. Juristische Personen wurden involviert. Genau, vorbereiten, Feedbacks einholen, x Verhandlungs-, also weißt du, so Runde 1, Runde 2, Runde 3. Und irgendwann mal, also wirklich dort, was geheißen hat, unterschrieben. Und dann, was geheißen hat, ab dann könnt ihr rausgehen mit der Info, boah, wo der Tag gekommen ist. Oh mein Gott, weil ich habe gesagt, ich will etwas zu krass, wir werden etwas zu krass announcen, aber ich bin mir sicher, keiner wird das erwarten. Ja. Stimmt. Und sehr viel haben geraten. Also wir haben ja einen Post gemacht und gesagt, ratet mal, was ja, genau. Info ist. Und sehr viele haben so gesagt, ja, ich mache irgendetwas mit SRF. Schon gut. Ich mache irgendetwas mit denen. Ja. Und dann müssen wir schon wieder. Nein, Spaß. Ja. Und dann ich so, hey, wenn ihr wisst, wenn ich euch erzählen könnte, so, es ist wirklich so, du bist so, du willst das endlich so rauslassen aus dir, weil, was habe ich erreicht? Was haben wir erreicht? Wo sind wir angekommen? Und ja, man, das ist so... Ja, und ich meine, TV-Show haben die wenigsten gedacht. Sie haben gedacht, ja, ihr macht nochmal eine Live-Tour. Ja, irgendjemand denkt so speziell, also Leute denken so noch die andere Live-Tour und so, aber keiner denkt, dass das Medium Deutsch, Schweiz, Österreich, Dachregion, wo Champions League spielt, uns anfragt hat. Und dann haben wir einen Post gemacht, wo wir announced haben. Ja, Mann. Mit dem Videoclip. Was war das für ein Gefühl gewesen, Bro? Ey, wo wir das announced haben, da merkst du auch wieder... Ich weiß nicht, also ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube grundsätzlich, egal was wir in dieser Zeit gemacht haben, ich glaube, ich rede für uns beide, also sicher mal für mich, egal was wir in dieser Zeit gemacht haben, wir haben nie die Gefühlslage gehabt, wie wir eigentlich sollten haben oder hätten sollen haben. Also wo das live gegangen ist, sicher, ich bin nervös gewesen und ich freue mich, aber ich konnte es nicht auffangen. Es war nicht greifbar gewesen, weil es ist ja am Weitergehen. Das Video ist online, aber wir müssen weiter, weißt du, mit Drehs und Vorbereiten. Ja, und gleich, so. aber weißt, ich muss gleich sagen, Bro, der Moment, also ich habe ja dir gesagt, Bro, ich stelle mir das Video so und so vor, weißt, wir machen ein bisschen leger und tun so, als wäre keine Kamera da und so, und dann haben wir es aufgeladen und es sind so viele schöne Kommentare gewesen. So von, hey, wir sind so stolz auf euch, zu ihr habt es verdient, zu endlich mal wieder einen Grund zum TV schauen. Zu einem Kollegen, der es schreibt, hey, by the way, was hat er geschrieben zu uns? Der kleine Hater, Mann. Wer? Er hat geschrieben, hey, nein, das war etwas anderes, sorry. Das ist etwas anderes, ja. Ja, man, viel eben Liebe Leute, bekommen, ja, man, und es ist schön. Es ist wirklich schön, weil wir kommen so viel Liebe über, wir kommen so viel... Bro, Leute sind einfach stolz, wir sind stolz, macht uns happy und es ist einfach schön. Punkt. Max?
Dann haben wir das Video aufgeladen und der Satz am Schluss, ich habe mich so gefreut, den sagen. Ja, ich habe mich gefreut auf die Melodie. Einfach auf das habe ich mich gefreut. Ja, Nur auf das. einfach der Jingle und das We Love to Entertain You. Und das ist einfach einfach ein Schlag in die Fresse, Bro. Ja. Wir sind rum. Einfach ruhig ist. Wir sind geil. Also weißt du, so, wir sind ready, meine ich. Ja. Dann haben wir gedreht. Aber bevor wir jetzt drehen, wenn wir schnell über das Drehen reden, wenn wir schnell auf Fragen eingehen. Von der Community. To the show. Sag ich ja. Ja, ich habe das Gefühl, wenn wir nicht schnell kurz, oder ja. Ich könnte eine Frage beantworten und nachher... Ja, komm, machen wir. Ich habe gedacht, das wäre sicher nicht schlecht, wenn wir über Folgen kurz reden und nachher auf die Frage eingehen. Ja, weißt du, also, Fragen. es kommen so Fragen, wie wird es mehr als eine Folge geben? Ja, es wird 5 Folgen haben. 5 Folgen, jede Folge ist 10,5 Meter. 10 Meter. Du bist so dumm, Alter. Hey, wie redest du, Mann? Das zweite Mal jetzt. 10,5 Minuten lang. Genau, 5 Folgen. Was soll ich da sagen, Bro? Genau, das ist die erste Staffel. Die erste Staffel hat 5 Folgen. Wer hat die größeren Eier gehabt bei den Acts? Du. Ja, das ist klar. Sag auch Also so. Deus hat... ich sage nur das, wir werden nicht erzählen über Inhalt, aber 2-mal hat er müssen beim Dreh Pause machen, weil es einfach too much geworden ist. Ah, machen wir es so jetzt. Gut, dann reden wir nachher über das. Ja, schon gut. Wird es auf Schweizerdeutsch sein? Ja, wir machen es auf Schweizerdeutsch. Yes. Und amix ein Türkisch. Wann Bubat's legal? Keine Ahnung. Gute Bundeshaus. Frage Bundeshaus, aber gute Frage. Was verdienen die daran? Nix. Wir haben ein Budget bekommen, also fast nichts. Wir haben ein Budget bekommen und so ziemlich fast alles eigentlich von dem Budget haben wir in Produktion gesteckt, weil wir gesagt haben, ey, du weißt nie, was die Zukunft mit sich bringt. Ja. Und wenn das, vielleicht ist das Erste, vielleicht ist es auch das Letzte, so oder so, wenn wir einfach, dass es qualitativ stimmt. Und deswegen haben wir fast das ganze Budget eigentlich für die Dreh ausgegeben. Ich muss aber gleich sagen, also es ist auch wieder schön, oder, dass wir so Vertrauen bekommen haben und sagen, heisst, das ganze Budget machen, was ihr wollt. So quasi. Und wir haben uns gleich auch, also es ist natürlich nicht riesig Geld, aber Ja, wir haben schon uns, etwas ausgezahlt, aber es ist so... Schnell. Ja, sorry. Wir haben uns, was in der Schweiz ein normaler Host-Lohn ist pro Folge ausgezahlt. In dem Fall, ja, okay. Haben wir Loch gegeben für Show? Grundsätzlich nicht, nein. Wir müssen einfach schauen, dass der Josh sein Schloss offen ist in den DMs. Also sein Insta-Bio, dass er DMs kann bekommen. Genau, jetzt ist es dazu. Das ist so. Und wo sind die meisten Szenen gedreht worden? Also jede Folge ist an einem anderen Ort gedreht worden. Und zu dem kommen wir nachher noch drauf ein. Und nochmal für die, die es bis jetzt nicht gecheckt haben, Sarah, was ist das Konzept von der Show? Das Konzept ist, wir sind 2 beste Kollegen, die einander in unangenehme Situationen schicken. Das heisst, jemand ist versteckt irgendwo in einem Raum, konzipiert oder Auto, was auch immer, hockt dort rein und führt seinen anderen Kollegen, der Kopfhörer drin hat, durch die Situation und sagt, mach dies, mach jenes. Und er muss eiskalt durchziehen. Ja. Dann haben wir noch eine Frage. Sind ihr zufrieden, wieso läuft eure Karriere und was ist der Peak, den ihr mal erreichen wollt? Also zufrieden sicher. Ich glaube, so wie wir jetzt unterwegs sind, wären viele Leute, also wären eigentlich alle zufrieden. Wir sind sehr zufrieden, würde ich sagen. Aber ich rede für uns beide, wir sind noch lange nicht an unserem Peak. Noch lange nicht. Wild. Ja. Und es kommt immer darauf an, mit was du dich vergleichst. Und Sarah und ich werden uns einfach nicht mit dem Standardkosmos in der Schweiz vergleichen. Yes. Das heisst, es ist noch viel Luft nach oben da. Aber Auch bei uns. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, jetzt ja. die erste Staffel kommt und es ist irgendwie so ein Meisterwerk von 2 Leuten, die seit 30 Jahren in der Branche tätig sind. Es ist trotzdem nicht die gewöhnliche Show, wie man sie sonst kennt. So. Oder halt wie der Schweizer Comedy-Kosmos ungefähr funktioniert. Aber eben, wir wissen auch, was wir jetzt gemacht haben in den letzten 2 Jahren und wir wollen auf jeden Fall noch weiter rauf und der Hunger ist da. Dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar, werdet ihr oft auf der Straße angesprochen? Was sagst du dem? Tendenziell weniger. Tendenziell weniger. Also, aber ich laufe auch, meine Strecken, die ich laufe, sind die gleichen. Ich bin, wenn ich draußen bin ich an der gleichen Ort, plus minus. Ich mache keine wilde Sachen. Ich muss eben gerade lachen, weil ich an gestern denke. Mhm. Sarah und ich sind gestern an einem Meeting gewesen, nachdem wir gegessen und nachher beim Heilaufen
ist schon jemand gekommen und hat gesagt, oh mein Gott, die sind hier von Kurz und Bündig und haben so gesagt, ich liebe euren Podcast. Und dann ist das folgendermaßen abgelaufen. Der Serhat hat so reagiert, er so, hey, danke vielmals. Und ich habe so reagiert. Und ich habe wirklich so einen Kuss, also weißt du, so auf meine Finger einen Kuss gemacht und so ihre Hand angestreckt. So, ciao. Und ich möchte mich einfach entschuldigen für das. Das war unglaublich peinlich gewesen. Ohne Scheiß. Wirklich. Schon cringe, Alter. Wirklich cringe. Aber ja, that's that. Genau, eine Frage, die ich auch noch ganz gut finde, ist, wird es mehr als eine Folge geben pro Woche? Das haben wir am Anfang beantwortet. Ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, dass alles gerade auf Joy zur Verfügung steht. Ja, genau. Also am 20. Juni sind alle 5 Folgen direkt auf Join. Genau, auf der App. Die könnt ihr auf der App auch anschauen. Streamen, liken, subscriben, abladen, bewerten, 5 Sterne, du weißt. Und im Live-TV wird es immer donnerstags mit einem Rerun geben. Yes. Ja, man, so viel rund um die Fragen, um die Plattform und um die Show Join. Und jetzt würde ich gerne mit dir eigentlich Revue passieren lassen, wie die Drehs zustande gekommen sind. Wir reden auch gerade in der Reihenfolge, wie wir die Folge releasen. Erste Folge. Also nochmal, das Prinzip immer, jemand von uns beiden ist in einem Raum und gibt am anderen Anweisungen. Es hat überall versteckte Kameras. Die Person, die die Leute verarscht mit dem Knopf im Ohr, ist dann in einem Laden. Wo sind wir am ersten Tag gewesen? Berber. Wir sind mit Berber gewesen, der Serhat, der noch nie in seinem Leben Haare geschnitten hat. Ist das richtig? Also als Kind mal oder als Teenie meine Brüder, aber das ist Hast du wirklich mal? Einfach drüber mit der Maschine und ich habe glaube mehr Weh als ich Kinder cool fand. Okay. Weil, ja. Der Serhat ist bei unserem Coiffeur im Lochergut, also bei meinem Coiffeur im Lochergut gewesen und hat dürfen für einmal ein Praktikant sein. Was hast du so müssen machen? Ich kann dir glaube ich einfacher aufzählen, was ich nicht machen musste. Ja, also sag mal. Haare schneiden. Stimmt. Hast du einmal Haare geschnitten? Ja, ich bin schon zweimal. Aber halt so der risikofrei, weißt du? Ja, so der Übergang. Ja, der wo eigentlich schon etwas passiert ist, nur korrigieren. Ja. So das. Und dann ist noch das zweite Mal was passiert, aber schaut das in der Show. Genau, der Serhat hat. Ist das eine von deinen Favoritfolgen? Hey, die ist sicher unter der Top 5. Geil. Die ist so mies, glaube ich. Ey, ich sag, für mich rankt technisch Top 3, glaube ich schon, ja. Ja. Also, es war schon unangenehm gewesen, nicht? Ja, es ist die erste Folge, es ist ehrenlos worden. Und zum guten Glück wirklich ist so mein Credo gewesen, ey, scheißegal, Junge, zieh einfach durch, Mann, egal was ist. Ich muss ja gleich sagen, du bist ja nie vor der Kamera gewesen, sonst. Nein, also das ist etwas Krasses. Also abgesehen von dem so. Genau. Aber sonst so als Schauspieler wirklich so vor der Cam. Voll. Zero. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Sorgen gemacht. Ja. Ich habe so gedacht, der Zero. Ich habe dich auch schon mal gesehen, einen Text vorlesen, wo du hast so auswendig reden und du so. Wow, ich liebe das. Ich habe das voll nicht gern so das aufgestellt. Weißt du? Bro, und ich habe gedacht, das wird schwierig. Und dann kommst du einfach und riesig alles. Ja, Mann. Ich sage am Serhat, Bro, mach das. Bell den Typ an. Schmück an seinen Haar. Zero, macht einfach. Eiskalt, Bro. Fucking kalt. Genau. Aber mit Mühe, Bro, du musst. Also für mich ist einfach so, ich habe mir gesagt, ey, look, wenn ich zu einem Punkt komme, und ich irgendwie das Gefühl habe, wow, fuck, ich glaube, too much. Ja. Ich schaffe das nicht. Ja. Muss ich mir einfach irgendetwas können mir sagen oder mir irgendetwas muss ich haben in mir drin, wo ich als Anker kann brauchen und sagen, ey. Willst du mich als deinen Anker brauchen? Ja. Und ich so, ey, durchziehen. Und dann war einfach immer wieder der Gedanke gewesen, Leute würden für diese Chance wirklich das machen, was ich jetzt am machen bin. Mann. Wirklich. Ja, Mann. Eiskalt. Und nachher ich so, und das Letzte, was mich angeschissen hat, ich will nicht im Nachhinein das anschauen und sagen, meine Leistung und mein Mut sind nicht gewesen. Ja. Und deswegen ich so, immer wenn ich es gesehen habe, so, nein. Gut, dann für mich Dune. Ja, ich glaube, der eine Moment, wo ich den Ausraster kann, das ist
Genau, das ist jedem ein bleiben. absolutes Highlight. Das ist Das jedem müssen wir bleiben. wirklich schauen. Das ist das absolute Highlight von dieser Folge. Der Sero ist wirklich ausgerastet. Also es ist seriös, wirklich hässig nicht gespielt, also ich bin wirklich nicht geplant irgendwie so, ey, auf weißt du, für Klicks. 180 Bro. Und ich habe dort so schwarz gesehen, ich habe erst später gecheckt. Es sind ja alle anwesend Ja, ich muss dir gewesen. vorstellen, Es sind alle anwesend gewesen. ich bin unten in der Regie. Vor mir sind 3 Bildschirme. Ich sehe oben, was läuft. Dann haben wir das ganze Produktionsteam rund um uns herum. Ganz Pro7-Team. Also nein, 2 Leute vom Pro7-Team sind Ja. dort. Ich bin oben, ich bin unten, ich lache mich kaputt. Ich sage am Serhat, mach das, mach das, mach das. Irgendwann sind wir zum Punkt gekommen, wo ich am Serhat 30 Mal gesagt habe, mach das. Ich habe wollen, dass er das macht. Beim 30. Mal hat Serhat, ist oben Serhat am Schnee, also Moment kurz. Und dann kommt er runter und dann eben schaut euch das an, was passiert. Aber ich kann euch nur sagen, ich kenne den Serhat jetzt seit 20 Jahren. Ja. Und er ist noch nie in seinem Leben allgemein so hässlich gewesen auf irgendetwas. Dann noch auf mich, also geschweige denn auf mich. Und ich weiss noch, der Serhat schaut mich an und er nimmt mich so auf die Zeit, also komm schnell mit mir reden. So. Und nachher kommt der Kameratyp so und er so, verpiss dich mit der Kamera. Und dann schubst er ihn weg. Und dann tut der Serhat mit mir reden und er schaut mir in die Augen und ich sehe wirklich so sein Augenlid. So am Zittern, Bro, so am Pulsieren ist es gewesen. Er so, wenn ich dir sage nein, hey, schau so, ja, das ist eine unglaublich geile Folge. Und ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe zweimal Schiss kassiert als Grauens vor der Kamera. Das ist am peinlichsten. Aber Du hast mich im Boden gedrückt vor der Kamera, Bruder. Bro, ich habe null das noch präsent im Kopf. Also schon jetzt so, aber in dem Moment, ich habe das nicht so im Kopf gehabt. Und nachher, wo wir es, eben weißt du, wo wir drüber geredet haben, ist lustig gewesen, wir haben gelacht. Ich so, Bruder, es sind einfach alle anwesend gewesen, ich muss mich im Griff bekommen, weißt Du bist nachher aufgelaufen, Bro. Und ich habe nachher müssen so tun, als wäre es hure lustig, weil es ist mega unangenehm gewesen. Ich so, oh mein Gott, ich habe einfach ausgerastet. Sehr Spaß. Und alle so, Bro, Fuck, Bro, nein, voll easy, also es ist auch verdient, Ja, weißt du. ja. Aber grundsätzlich, in dem Moment, es ist, also egal was passiert wäre, es soll so gut rauskommen. Ja, das stimmt. Egal was in der Situation passiert, es kann nur gut rauskommen für den Zuschauer. Aber eben, ich kann mir auch vorstellen, es ist extrem stressig, als Coiffeur müssen arbeiten. Wenn du noch nie. Hey. Ja, Mann, geil. Wo zu einem Zeitpunkt bin ich so dort gewesen und ich kann irgendwann müssen, weißt du, so der Haar etwas machen. Mhm. Und ich mache etwas. Ja. Und die Person macht. Und dann ich so, oh, Scheiße. Ah, Scheiße, du bist jetzt sogar noch voll am Schweiz Ja. und so, bist du nervös Ich geworden, Bro. so, Cousin, komm, du schnell übernehmen. Ja. Ich glaube, der rastet Ich so, aus. Er so, nein, ich so, Bro. Der ist ganz wild gewesen. Also das ist Top 3 Folge. Das ist das ganze Paket, das du dir vorstellen kannst. Das ist wirklich eine geile Folge. Es gibt Raster, es gibt unschöne Momente, es gibt unschuldige Momente, es gibt peinliche Momente, es gibt lustige Es Momente. gibt viel Lachen. Das ganze Paket finde ich in dieser Folge wirklich full. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr kritisch und du auch. Also ich schaue die Mag's, ja. Folge an und ich denke mir so, ist es lustig. Aber ich habe doch ein paar Freundinnen das gezeigt und die Leute sind alle Kate vor Lachen, Bro. Nachher die so, ey Jungs, wir können die Scheiße, die ist so wack. Nein, also wir sind eh Herz zu uns haben, das ist immer so. Das stimmt. Zweite Folge. Erzähl uns das Setting, mein Genau, Bruder. einfach, dass ihr wisst, wir haben es so aufgebaut, weil wir ja 5 Folgen haben. 2 Folgen ziehe ich ihn Mhm. und 2 Folgen zieht er mich und 1 Folge ziehen wir uns gegenseitig. Mhm. Und in der ersten Folge bin ich gezogen worden und in der zweiten Folge ist Josh Negron gezogen worden und wir haben ihn zu einer Bäckerei geschickt. Was ja eigentlich mega easy tönt. So Was im eigentlich Vergleich. grundsätzlich Ja. tönt das ja nach etwas ganz, also, nein, ich sag so. Oder würdest du dir ausdenken, dass in einer Bäckerei so könnte ausgerastet werden? Also weißt du, wenn ich jetzt müsste entscheiden und sagen, hey, look, entweder du musst als Coiffeur einen Tag arbeiten Ja. und der andere sagt dir, was du musst machen, oder du musst in einer Bäckerei Brot verkaufen. Alle würden Bäckerei auswählen. Aber, Sie würden das auswählen, wenn sie würden wissen, ich bin auf der anderen Seite. und wo ist die Bäckerei gewesen? Das ist auch noch wichtig. Ja, das ist Spotlight, Place to be, Albis Platz. Bro, Albis Platz Zürich. Eine Mischung aus Stammbeizenleute. Stammbeizenleuten, absolut vercrackte Menschen
reiche Bankerinnen, die einfach schnell ein Gipfel holen und Kaffee und wieder weg. Einfach so, ich habe das Gefühl, ganz Zürich. Wir haben alles erlebt. Leute, die über Mittag gekommen sind, mit dem ganzen Geschäft, mit dem Team und so weiter. Alles haben wir gehabt. Das war perfekt für mich. Und ich habe hinter der Kasse gearbeitet. Und ich sage dir jetzt etwas, Bro. Schon klar ist das mit dem Coiffeur da schlimm für dich. Aber ich habe in diesem verfickten Drecksberuf 6 Jahre von meinem Leben gearbeitet. Und ich habe mir gesagt, ich arbeite nie wieder im Detailhandel. Ich habe so geliebt, dich vor dem Verkauf wieder gesehen. Oh mein Gott. Und weißt du, das Krasse ist, die Leute kommen da rein, in die Bäckerei und Bro, was ist die durchschnittliche Zeit, wo du das Gefühl hast, verbringst in einer Bäckerei? 1 bis 2 Minuten max. 1 bis fucking 2 Minuten, nicht mehr, nicht weniger. Max. Max meine ich, also nicht mehr. Und dann kommen die Leute an und nachher kommt jemand und sagt, hey, ich hätte gerne einen Kaffee oder ich hätte gerne einen Tee. Nachher fängt der Serhat an und sagt, frag ihn, willst du einen Jebote? Und er sieht sichtlich, wie ein Produkt, wo der Witz eigentlich auf jeden Fall nicht checkt, aber auf jeden Fall versteht, was Jebote heisst. Ja, stimmt. Er hat es nicht checkt. Ja, Bro. Aber der hat mich verschlagen. Ja, das ist hässlich. Oder es kommen die Leute, die wollen in 1 Minute wieder rausgehen und ich muss ihnen sagen, darf ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ich bin, glaube ich, an dem Tag ohne Scheiß so vielleicht 15 Mal angeflucht worden. Und sicher 20 Mal haben mich Leute so angeschaut mit dem, was ist das für eine? Hey, ich habe nicht gedacht, dass Leute wirklich in einer Bäck so hässlich werden können, Mann. Crazy, man. Ich habe nicht gedacht, dass Menschheit... Also, ich muss trotzdem sagen, mein allgemeines Empfinden für die ganze Show ist, ich bin überrascht, wie viel Geduld Leute in der Schweiz haben. Gell? Ich habe nicht gedacht, dass die so geduldig sind. Echt nicht. Aber Bäck ist echt unchillig. Wirklich unchillig. Ich weiss nicht, du bist so... Ich kann halt auch mehr Fremdscham als du, Bro. Die ist wirklich egal. Ja, egal ich nicht. Also, schau jetzt, ich sag so, wer jetzt beim Coiffeur... Also nein, look, ich sage jetzt so, wenn jemand Jungs gekommen wäre, ich hätte schon durchgezogen, 100 Pro. Aber ich hätte nicht Angst gehabt, so von wegen, eben, der kann mich vielleicht kennen und so weiter, wegen Dings. Wie hast du ja nachher, weißt du... Es ist gar nicht ums Kennen, es ist einfach unangenehm, Bro. Das Problem ist, ich bin gegenüber von dieser Person. Die Interaktion geht 2 Minuten. Und du sagst mir, gib ihm Kaffee, aber mach Augen zu. Mach sie einfach nicht auf. Bro, ich so bedienen mit geschlossenen Augen, Mann. Ich mache Augen zu, ich habe ihm Kaffee an, ich höre nur... Geht's eigentlich noch? Hallo, ich bin da! Bro, das war wirklich unchillig. Ja. Zur Referenz, dass ihr wirklich auch versteht, wie schlimm es war. Der Josh musste irgendwann mal kurz runterkommen und eine Ziege rauchen, weil die Leute sind irgendwann ab einem Zeitpunkt, ab jedem Prank hast du nur noch hässliche Reaktionen bekommen. Bro, Leute haben gesagt, ich komme nie mehr da hin und so. Es ist einfach, glaube ich, straight so eine halbe Stunde nur hässliche Reaktionen. So, Jungs, ich muss halt Ziege rauchen. Es hat mir auch leid, Bro, es hat mich gestresst, es hat mir aber auch leid da. Ja, weißt du noch, die eine, die hat Wehen kaufen. Und jedes Mal, wenn sie ihre Hand angetan hat, haben sie sich ein bisschen weiter zurückgezogen. Bro, es tut mir so leid. Du siehst in der Cam, wie so... Bro, es ist so unchillig. Also das ist auch Top 3 von 100%. Auch? 100%. Findest du? Für mich ja, für mich ja. Gut. Für mich, ja. Ja, du hast chillig dort unten, gell? Ein bisschen hängen. Und Shoutout an die, die beim Dreh eben dich erkannt hat und dann gesagt hat, wo ist der, wo FCB hatet immer. Ja. Und nachher haben die mich geschickt und dann haben wir schnell zusammen Basel gehatet. Für Pro7, Bro. Geil. Du bist ein Löwe. Dann, dritte Dreh, sind wir an der Europa League. Ja, dort haben wir... Jetzt sind wir beide vor der Kamera gewesen. Ja. Einmal ich, einmal du. Genau. Und damit beide wirklich vor vielen Menschen kommen, ist so gewesen, über Mittag Josh Negroni und um den Feierabend herum Zero. So, rein theoretisch macht Sinn. Ja. Aber es war so gewesen, dass über Mittag hat es geschifft, wie weiß ich was. Und am Abend war es super gewesen. Die ganze Schweiz war Europa League gewesen. Und am Morgen, der Josh muss Scheiß machen. Und 5 Leute schenken dann Beachtung, weil es nicht mehr Menschen auf dieser scheiß Europa League. Ich mache etwas, Bro. 7 TikToker gehen live wegen dem. Bro, warte. Das Geilste. Goofy. Das Geilste war wirklich, es ist 12 Uhr und es schifft wirklich kaputt runter. Also Vatergrad. Es kübelt, gell? Du kannst nichts machen, nichts.
Und ich schaue so, ich bin im Auto und das Auto ist überdacht. Ich habe Kopfhörer an, ich sehe den Bildschirm, ich schaue gerade aus, der Serhat schaut mich so an. Und das Ding ist, wir haben vorher gegessen. Mhm. Und die so, gehen wir drehen. Ich so, Jungs. Es ist Schau, voll also, überregelt. ich so, Jungs, schau, Alter, was wollen wir machen? Weißt du, so, Bro, wir müssen. Wir müssen jetzt so. Das Serhat, das Problem ist, ich kann es ja nicht entscheiden. Nachher, ich schaue extra weg vom Serhat, weil ich merke, Serhat ist so hässlich, er schaut mich an. Du wartest nur, dass ich dich anschaue. Ja. So, dass ich anschaue, sagst du, können wir verschieben? Ich habe gar keinen Bock gehabt, wirklich. Ich habe das Letzte, was ich will, ist wirklich im Regen den Seich machen. Ich so, die Szene brauchen wir jetzt, es geht genau nur jetzt. Ich so, Das hat dich so angeschissen. Du bist so oft hässlich geworden. Bro, wie oft habe ich den Toni und die anderen so? Ja. Sag kannst bitte Fresse. Bitte, nur kurz jetzt. Gib mir schnell 1 Minute, eben das, bitte. Scheiße, Mann. Dann Geil. kannst du so. Ich muss sagen, für meinen Gusto ist das die Folge, die ich am wenigsten geil finde. Ja, aber weißt du wieso? Wieso? Ich glaube, dort hat es am meisten Mut gebraucht. Ja. Es hat wirklich am meisten. Ich verstehe nicht, wie es ist. Nur als Beispiel. Ich sage nicht, was ich gemacht habe. Aber stellt euch vor, Peak Europa, dort am Schluss, wo wirklich auch so irgendwann mal die Treppe siehst und es ist grösser und all die Leute hängen dort. Manchmal gibt es sogar Hallen, die sie aufbauen Ja, und so. 200 Leute laufen pro Minute rum. Ey, stell dir vor, dort siehst du jetzt mich, so wie ich da stand, mit dieser Statur und wie ich bin. Geh dort hin und rolle Yogamatte aus. Und es laufen Leute links, rechts an mir vorbei. Logisch schaut mich jeder an. Aber sehr geil gewesen. Aber ja, ich bin stolz auf mich, ich habe durchgezogen. Ich so, weißt du was? Ja. Durchziehen. Aber das Geilste ist, er hat mich gezwungen, wieso der Anzeigenhauptmeister, Ja, Hauptmann, Hauptmeister. mit der leuchtenden Weste sein und Leute auf dem Velo anhalten und ihnen sagen, darfst du Und nicht es hat Velo wirklich fahren? auch Leute auf dem Auto. Und Leute im Auto. Und das Geilste ist ja, die meisten Leute auf dem Velo sind einfach an mir vorbeigefahren und ich so, sorry, da darfst du. Also, unchillig. Wirklich unchillig. Ja, Gut. Mann. Dann kommen wir zu meiner persönlichsten Lieblingsfolge. Ja, zu meiner absoluten Hassfolge. Der Serhat, in der 4. Folge, ist der Serhat Assistenztrainer von der Vinti Warriors, von der American. So einen hast du noch nie gehabt, Bro. Wie bist du Albaner geworden, Mann? Wo bist du? Präsident Gil am Sack, Bro. Ist gut. Okay, warte. Okay, jetzt. Ist Ja, gut. ja. Von der Country Bro, kennst du das? Bro, ich Roads, lass Nasenblut überweg. Kennst du das? Ich spiele das da oben, Bro. take me home Boah. to the place. Von einer American Football Mannschaft Hot. ist der Serhat Assistenztrainer gewesen und er ist dort eingeschleust worden als Coach. Assistenzcoach. Und das Ding ist, Serhat hat keine Ahnung von Football. Null. Also, wir müssen Ja. sagen, grundsätzlich haben wir wollen ursprünglich etwas anderes machen. Mhm. Und die haben dann so richtig frech mit einem Satz so geschrieben, gar kein Interesse. Ihr gesehen, wenn wir bei den Sternen sind, ihr gesehen, wenn wir Hollywood sind, dann sehen wir mit kein Interesse einen Satz. Alter. Wir sehen. Aber ja, das Ding war, das war auch wieder richtig unangenehm gewesen. Ey, Du hast es gar nicht gefühlt an dem Tag. das, was ich in mir drin hatte, Ja. so ich mich gefühlt habe. Weißt du, jetzt ein Scheiß. Weißt du, wer ich mich letztes Mal so gefühlt? Wen? Lopi. Wirklich? Wow, ey. Druck. Ja. Du hast verdammt Schiss Und gehabt. nicht nur Druck, sondern unangenehm. Du hast verdammt Schiss gehabt, dass es mega früh auffällt. Ja. Dann ist am Anfang eine Technik gesponnen. Du hast mich nicht gehört. Dann das Geilste ist, dass er hat so einen Schnauz angeklebt bekommen. Ja, Mann. Alles rasierte Bre, hat einen Schnauz angeklebt bekommen, so eine Footballjacke und Kappe. Und ich kann halt wieder, dass er so als
Du hast mir einen Charakter, er hat mir alles gegeben, einen Charakter gegeben, eine Verhaltensweise gegeben. Ich habe ihm gesagt, du musst genau so und so reden und er hätte so einen Militär... Arschloch-Trainer sein. Und das er so, nein, ich will das nicht, ich vertrage das nicht. Bro, ich habe dir gesagt, look, ich habe schon versucht, aber es wird Trash. Ich habe das nicht, ich habe keine autoritäre Person spielen vor 30 Leuten, die ich nicht kenne. Und das Geile ist eben... Und wo mir auch scheißegal sind, ganz ehrlich gesagt. Das Geile ist eben... du hast so dermaßen verkackt in dieser Rolle, dass dich nach 2 Sekunden keiner mehr ernst genommen hat. Und das Schlimmste ist, wenn du ein Trainer bist, der keiner ernst nimmt, ist, wenn du noch ein Trainer bist, der keiner ernst nimmt bei Football. Ja. Weil der Serro sagt ihnen so, komm da hin! Und die so, nicht der gleiche, nicht einfach ignorieren. Einfach weitermachen, so gar nicht gehört. Dann kommt einer, nachher sage ich so, ey, sag ihnen... Das und das. Sag ihnen so, findest du bist gut, was du machst? Er so, mach bei mir aufhören und bist ruhig. Bro, ich kann Grandios. Zum guten Glück eben, also ich muss sagen, ich bin mit meinem Mann gestanden, ich habe meine Eier gezeigt, Bro. Ich habe trotzdem ihnen gesagt, dass ich ihr Daddy bin. Mhm. Ich habe ihnen trotzdem gesagt, dass sie Trash sind. Ja. Ich habe ihnen Sachen gesagt, Bro, und Sachen müssen mit ihnen machen. Ich bin mit meinem Mann gestanden, Bro, ich habe meine mit gestandenem Haupt habe ich durchgezogen, aber bei jedem, was ich durchgezogen habe ich mich, bevor es angefangen hat, schon gefragt, wann hört es auf. Ja, Mann, das hätte ich wirklich angeschissen. Also wirklich, ich kann immer wieder Sachen machen, die ganze Zeit, die null zu mir als Mensch passen, aber auch zu der Art und Weise, wie ich so ticke. Und ich habe einfach Leute zusammenschießen. Und es sind Leute dort, die sind seit 10, 20 Jahren dabei. Seit 9 Jahren sind sie in dem Club. Und die sind weißt wie hässlich geworden. Und ich muss ihnen noch sagen, nachdem sie hässlich geworden sind, ey, du kannst hässlich werden, wie du willst, du bist Trash. Nachher frage ich so, wo bist denn du Trainer gewesen? Du so, und dann habe ich verhängt. Weißt du, irgendwann mal so nach 40 Minuten, weil ich in meiner Figur drin war, hat er gefragt, hey, wo bist du eigentlich Trainer, Mann? Mhm. Weißt du noch, für 1 Sekunde will ich sagen dort? Ich so, Barcelona. Für 1 Sekunde so, was haben die gesagt? Fuck. Nachher ich so, von dort. Hey, wir haben dir einen ganzen Charakter erstellt. Ich habe dir ja gesagt, du heisst so, du Eben, bist das, du bist der. Und du hast deinen Namen, du hast etwa 5-mal einen anderen Namen gesagt. Verplappert. Du so, da ist der Enrique. Da ist der Sergio, da ist der Enrique, da ist der González. Ey, nein, Bro. Aber eben für mich eine der geilsten Folgen. Ja, für mich, also ich muss sagen, kein Dreh ist wirklich so mühsam gewesen oder irgendwie so. Also jeder Dreh ist erschöpfend gewesen, aber der Dreh ist so wirklich so, oh mein Gott, zum Glück haben wir es hinter uns. Und dann kam das große Finale. Und dann ist das große Finale gekommen. Dann haben wir in Uster gedreht. In einem Resti, und zwar nicht nur in irgendeinem. Ja, Mann, im House of Mese. Im House of Mese haben wir... Das ist so wir haben wirklich das Glück gehabt und auch die Chance, dass wir dürfen im House of Mese in Uster drehen. Shoutout Ali, Mann, du bist ein richtiger König. Riese Brüder, Mann, riese Brüder. House of Mese in Uster, es gibt sogar in Oerlikon einen Stand. Hey, jetzt nur kurz, ohne so jetzt, weißt du, so, ich will wirklich nicht lügen und so, aber ich schwöre meine Mutter, der Shawarma. Krank. Also wenn du einen anstrengenden Tag hast, so der Dreh und so weiter, oder wenn du so einen Joldas hast, wo alle halbe Stunde eine Ziege rauchen, weil alles mühsam ist, so ein Shawarma macht dich richtig happy. Richtig geiles Essen, Mann. Wirklich König, einfach König. Aber und wir haben gefunden, also ich habe gefunden, hey, weißt du, ich will nicht, also es wäre schade, wenn der Gründerabschluss nur ich gesehen, wie der Joldas einfach auseinandergenommen wird. Genau, was passiert überhaupt in der Folge? Sag mal das. Also was ist das Setting? Setting ist, Josh ist in einem Resti und er ist der mühsamste Gast, den du dir in einem Resti kannst wünschen. Also stell dir vor, du hast ein Date und irgendeiner macht Faxen und ich sage jetzt nicht, was für Faxen, aber es sind die Faxen, wo du das Gefühl hast, es ist vielleicht besser eigentlich rausgehen mit dem Date, weil eben es ist so, vielleicht denkt er sich, was macht er da, wieso sind wir da am Essen, wieso hängt das in so einem Ort? Und, ich habe mit dem Messer in der Hand vom Essen bin ich rumgelaufen und so Leute haben mir nach dem Dreh gesagt, hey, ich habe gemeint, er ist nicht so sicher da und so, was ist mit dir? Also er musste Sachen machen und durchziehen, dass kein Gast rausgelaufen ist. Das ist crazy. Erstmal Chapeau. Dass ich auch nicht drunter gekommen bin, ist crazy, Bro. Ja, das ist auch crazy, Also bei einem Tisch ist wirklich so, Bruder, die Grenzen haben wir gespürt. Man spürt, du bist ja am Tasten. Ja, und ich finde, ich habe schon auch durchgezogen, Bro. Ja, du hast durchgezogen, ja. Aber, also Bro, es hat kein
Ding gewesen, weil es ist für uns beides ein Learning. Ja. Wir haben beide Baustellen. Sag nur, ja. Wir haben beide Sachen, die wir können besser Du bist machen. perfekt. Ah, sorry, hier. Aber gewisse Szenen hätte ich mir gewünscht, schon nur für Cam. Oh mein Gott, hast du wirklich so vielleicht versucht. Zum Beispiel, es hat einen gehabt. Ja. Okay, nachher hast du gemacht, aber es hat einen gehabt an dem Tisch. Es sind so vor an dem, also am Tisch so ein paar, so ein bisschen unser Klientel gewesen. Vielleicht ein bisschen breiter. Und ich so, Cousin, ist das nicht einer von denen, der Zen? Krass. Nochmal am Zen ich sagen. Also, Bro, look, ich habe schon vorher falsch kassiert. Weißt du, was ich kassiere? Ich komme hinterher Schlammi. Einfach will, dass ich so 6 breite Rapper gehen. Keiner von denen ist ein Zen. Und ich sage, ey, bist du nicht ein Zen? Ey, und er so, Bro, gib mir sehr ein bisschen Luft. Ich habe gerade vorher fast kassiert. Der Bruder hat mir vorher meinen Oberschenkel angelangt und gesagt, Bruder, wenn du etwas ist, sag. Bro, wild. Und dann das haben wir nicht allein gemacht. Du bist dort hinter der Kamera gewesen, mit dem Kollegen. Genau, eben. Ich habe gewusst, wir brauchen etwas für den Abschluss, einen kleinen Abschluss. Jemand, der dem die perfekte Würze gibt. Und wer ist perfekter als der EAZ, zum zusammen mit der Josh stressen? Wir haben unsere Brüder der EAZ mitgeholt. Letzte Folge, Special mit dem Arber Rama. Arber. Sorry. Und ich muss sagen, im Fall, die Folge ist für mich, glaube ich, top. Nummer 1. Ich würde sagen, die letzte Folge, die im Restaurant. Hey, wie ich gestorben bin vor Lachen. Ja, Mann. Also, eben, ich habe vorher zwar gesagt, ich habe mir gewünscht, vielleicht eins oder andere durchzuzogen, Ja. aber glaubet mir. Das ist wirklich eine brutale Folge. Glaubet mir, wie der Josh dort, also, erstens mal ist es lustig, was der Josh durchgezogen hat, aber glaubet mir, wie der Josh dort in der Situation zu kämpfen hat, das ist Gold wert. Und genau für das haben wir die Show gemacht, Ja, Mann. dass wir einander können so stressen, dass wir auf der anderen Seite sind. Er mag nicht, er will nicht. Ja, Mann. Er stresst ihn und das hat mir Lebensessenz gegeben. Es war wirklich eine geile Folge. Ich muss sagen, du hast richtig geile Sachen vorbereitet. Ich habe es geliebt, ich habe es gehasst. Ja. Ich wollte es nie mehr machen, aber ich wollte es auch nochmal machen. Ich muss sagen, ein Rosenverkäufer, die man kennt in der Rest ist, du wärst ein guter Rosenverkäufer. Ja. Du wärst ein ganz guter Rosenverkäufer, sag dir ehrlich. Ja, Mann, das ist für uns das ist die Zusammenfassung von unserer Joint Show. Yes. Unsere kurze Humor-Show auf Join auf Pro7, Genau. 20. Juni. Join, 27. Pro7. Macht Wellen, könnt kommentieren. Ladet es ab, registriert euch, speichert die Folge als Favorit, weil sie kommt am 27. raus. Ich könnt die App auch jetzt schon abladen, ich könnt jetzt schon den Trailer anschauen, ich könnt jetzt schon... Und am 20. sind alle online, Bro. Genau, am 20. sind alle online, also erzählt euren Kollegen, dass 2 Kros von der Garage auf Fernsehleinwand gekommen sind, auf Streamingdienst und supportet uns auf unserem Weg. Und vielleicht gibt es dann eine zweite Staffel. Auf jeden Fall noch einmal zum Abschluss. Da wo wir sind, hat zwar sehr viel damit zu tun, was wir gehasst haben und was wir gemacht haben. Hätten wir aber auch nie können machen, ohne dass wir so eine Community haben wie euch. Hätten wir nie können machen, ohne dass das Pro7 gesehen hätte, wie es uns in den Live-Shows abgeht. Danke euch. Einfach danke. Ohne euch sind wir nichts, mit euch sind wir alles. One Love und bis bald. Danke. Viele Leute sind ein bisschen Das ist kurz und